Muss ich sagen. Danke schön. Patrick bemüht sich immer wieder. Ja, gell? Auf und zu, gell? Freut mich. Ja, nein, gut. Manchmal muss auch ein Sterndal ins Mitteilungsheft. Also ich habe nie ein Stern, ich habe in meiner ganzen Schulkarriere nicht ein einziges Mal ein Sterndal ins Mitteilungsheft. So überrascht mich das nicht. Was? So überrascht mich das jetzt nicht. Ich hatte meine Mutter das aufgekommen, Volksschule 4b, Ottergring, klar. Noch ins Wandelgassen, Volksschule, Elite-Schule, gleich daneben die Sonderschule. Das ist immer, was du verlaufen musst, hat immer passt. Ne? Aber, und da 4b, im Mitteilungsheft, hat es aufgekommen, weil da steht drinnen eine Mitteilung von meiner Volksschullehrerin, Klaus hat während der Stunde laut und vernehmlich gerülpst. Und so hat sie eine geschrieben, nicht? Tut man nicht. Und meine Mutter hat gesagt, warum hast du das gemacht? Und ich habe gesagt, ich habe es gelernt. Also auf Kommando. Ich meine, das ist ja, Entschuldige, das ist ja für ein Kind mit 10 Jahren. Das ist ja mächtig, wenn du auf Kommando rülpsen kannst. Ich meine, heute ist das nicht so ein Ding, heute sagst du auf Kommando nicht rülpsen, das ist schon eine Kunst. Ne? Aber das war für mich als Kind, das war mächtig. Aber ich habe gesagt, ich bin mir vorgekommen wie Spider-Man. Ja? Ich habe auf Kommando eine rülpsen können, sofort. Und dann hat sie gesagt, ja, und warum machst du das mit im Unterricht unter der Stunde, warum machst du das nicht in der Pause? Habe ich gesagt, in der Pause hört es keiner. Und das setzt sich erzogen, weil meine Mutter hat gesagt, ich verstehe dich. Ja, aber man tut es trotzdem nicht. Aber auf jeden Fall, ja, war meine Schulbildung. Wie bin ich jetzt auf die Schulbildung gekommen? Weiß man das eigentlich? Ich weiß nicht eigentlich. Nein. Oh ja, weil du nie ein Sterndal gekriegt hast. Ah ja, Sterndal, genau, einen Sterndal habe ich nicht gekriegt. Schon, der Golden ist sogar noch. Machen wir einen Frauenkäferlack. Wirklich? Ja, ja. Ich war ein braves Kind. Ja, ich habe nicht einmal so da. Also. Schaut nicht so. Nein, ich war schon brav, im Großen und Ganzen, aber halt, nicht wirklich. Nicht? Also, das war so eine Sache. Ich habe die Schule nicht mögen, das war so eine strenge Geschichte, die Schule. Da haben sie immer so mit allein schon die Schulglocken nicht fertig gemacht. Die Schulglocken, jetzt kann man es geschlafen und es gleich. Das ist immer, das haben nicht fertig gemacht. Die Schule war nicht meins. Aber gut, es hörte ja dann auf. Und ich habe dann gesagt, wir wollen Berufsmusiker werden. Ja. War dann schon der Plan. Und dann hat ja jeder gesagt, das ist kein Beruf. Lernen was Gescheites. Und ich habe gesagt, naja, lernt aber nichts Gescheites, aber wir haben dann was Gescheites gemacht, weil jeder selbstständig. Mit der Arbeit nebenbei immer gespielt und dann ist immer mehr geworden, dann nach 10 Jahren, also das ist jetzt 20 Jahre alt her, haben wir dann gesagt, das wird zu viel. Jetzt müssen wir uns entscheiden, machen wir es oder machen wir es nicht. Dann haben wir gesagt, ich weiß was, machen wir es. Patrick, war wahrscheinlich eine fette Geschichte damals. Machen wir es. Dann haben wir Trotteln, alles aufgegeben, alles verkauft, alles schuldenfrei, gell? Ja. Schuldenfrei gestartet und dann haben wir gesehen, wir haben schon früher mehr verdient. aber die Lebensqualität war wieder da. Also wir waren dort, wo wir eigentlich hingehört hätten, wahrscheinlich schon 10 Jahre früher. Aber wir haben halt auf die anderen geguckt. Was sollst du machen? Man soll nicht auf die anderen horchen, wenn es nicht, wie soll ich sagen, ein Vorbild in dem Sinn sind. Nicht? Also, stimmt. Ja, wenn es nicht dort sind, wo du hin willst, sollte man nicht auf die anderen horchen. Das ist eigentlich die Quintessenz aus der Geschichte. Aber trotzdem, es war die Zeit der Schiene. Wir haben sehr viel gearbeitet nebenbei, fast sehr viel. Also das war bis heute, das wirkt sich noch nach. Das ist ungefähr so. Das ist so wie oft, wie der Hans immer sagt, er hat die Restfetten von den 90er Jahren noch drin. Und das ist also, die nicht, wir reden ja so schier nicht. Das ist ja nicht so nicht. Aber ja, so viel zum Thema Schule. Ich weiß nicht, warum ich das dazu, keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, weil wir heute weil du mich gelobt hast heute. Die habe ich gelobt, ja stimmt, das kommt so selten vor. Kommt sehr selten vor. Bin ich ganz durcheinander. Nein, der Patrick hat das brav gemacht, oder? Hat er schon brav gemacht? Ja. Oder schon? Ja, geht schon. Wird schon noch was aus dir. Nichts ist schon, gell? Ja. Wir haben als nächstes, machen wir schon Pause? Nein, oder? Nein, ich zeige Ihnen, weißt du, da kriegt ihr mal gleich die. Das nächste Mal machen wir wieder einen Ferienwunsch. Machen wir noch? Ja, das ist aber ein Klassiker. Ferienwunsch, das nächste Lied, auch vom gleichen. Filmmusik. Quasi Filmmusik. Aber wir haben mal gespielt beim Hering, da ist an einem Tisch gesessen, ein Ungar, mit einem auffällig jüngeren Damen, eine ganze Schiebe. Und der ist immer zu uns hergekommen und gesagt, Sie spielen so schön Musik. Können Sie spielen bitte ein Lied für Frauen mit Herz?
habe ich gesagt, Alter, wir spielen Wienerlied, da singst du von weiter vom Tod oder so. Die Liebe, die ist bei uns. Die kommt schon vor, also es gibt schon, was weiß ich, meine Alte sauft so viel wie ich. Meine Alte hat mich schier gemacht. Ja. Die Alte schauen wir nicht so deppert an. Alte, jetzt ziehen wir die Schuhe raus. Also es gibt schon Lieder, aber dem Wiener Seins ist es nicht so sehr. Und der hat keine Ruhe gegeben, der wollte immer und immer Zeit auf seine Damen, die da gesessen sind, ganz nicht gesagt, auffällig. Und hat gesagt, spielen Sie ein Lied für Frauen. Dann haben wir gesagt, na ja gut, dann spielen wir aber jetzt Wienerlied, das passt immer. Ferienwunsch ist uns eingefallen. Dann haben wir gespielt, stellt mir eine Rose in den Stall. Stellt eine Rose in den Stall, bald kriegen Sie am letzten Mal. Ich sage, hoben und dann hängst das Geschirr an der Wand, bald kriegen Sie einen Halfterband, dann kommt der Abschied für uns drei. Nehmt meine Bettchen weg, stellt's das wo ihnen weg, damit ist nimmer schon alles her. Hängt's an die Tierschloss, dann sind's mir endlich los, weil ich jetzt nimmer so die Fuhrleut kenn. Die letzte Fuhr, das war keine Fahrt ins Paradies. Das hab ich kommen gesehen und das war mir gewiss. Die Rosen haben immer gezogen wie früher einmal am Strand. Und die Hufe haben gelungen, ihren Abschiedsgesang. Sie wurde stolz der Rose und mein Freund. Ein Tränen dran und schöner wird die Zeit. Stütze meine Rose in den Stall, bald bringen sie zum letzten Mal. Ich sage hoben und heim. Dann hängt das Geschirr an die Wand, bald kriegen sie einen Halfterband. Und dann kommt der Abschied für uns drei. Nehmt's meine Bettchen weg, stellt's mir's vor ihnen weg, damit ist nimmer Schneuzen her. Hängt's an die Tiere los und dann sind's endlich los, weil ich jetzt nimmer so die Fuhrleut kenn. Danke für den Klassiker. Bevor wir das nächste Lied angehen, wäre ich nochmal die Gitarre nachstimmen. Das sind die Seiten, wo die schon ausgespielt. Ich meine, nein, ich sag noch, weil die anderen schaffen auch noch. Die Bock mal, ist nicht die erste hinten im Aula spielen. Stimmt. Das haben wir schon zusammengebracht. Aber es ist, manche sind hartnäckig. Ja. Ich habe nämlich neue Seiten drauf und das ist natürlich die. Das klingt besser, aber nur wenn es gestimmt sind. Das heißt, ich werde es nochmal nachstimmen, davor noch einen Schluck und ich werde schon das nächste Lied ankündigen. Aber. Bitte darum, bitte darum. Was war? Das Wöchenes. Wir haben ja schon mittlerweile 2 geschrieben, ist ja nicht so, Entschuldige. Wir können also voll schön. Na, pass auf, dann machen wir beide, ja, gern. Beide, ja. Fangen wir mit Patrick an, einen alten Eigenmal. Eines muss ich sagen, mittlerweile, jetzt lobe ich ihn schon wieder, das will mir Onkel. Nein, es ist nicht, der Patrick hat das, ist es nicht gewöhnt, dass ich ihn lobe. Und jetzt, wenn ich es oft tue, was der verzirkt man oft leicht einmal gleich. Ja. Steigen die Ansprüche, weißt du? Wahrscheinlich. Der Patrick hat geschrieben, einen heiligen Marsch beim Taschler. Und den hat er damals geschrieben und hey, leibend und hin und her. Und dann hat er noch so ein bisschen liegen lassen eigentlich, weil er gesagt, ja. Und ich habe gesagt, Herst, der ist leibend. Ja, aber das ist, die Alten sind viel schöner. Und so habe ich gesagt, nein, du, das ist ein Weltklasse Marsch, ein heiligen Marsch, wie er gehört. Weil ein heiligen Marsch hat nämlich alles in sich, was du brauchst, wenn du nicht marschieren willst.
Das ist ja ganz wichtig. Ich glaube, da habe ich sogar auf der Uni, weil damals wollte ich eine Arbeit schreiben, ich sage, warum Österreich alle Kriege verloren hat. Und ich gesagt, das liegt an der Musik nämlich, das war meine Hypothese. Weil nicht, wenn der Österreicher, also wenn es ein Militärmarsch hast, einen österreichischen, nicht, das ist halt anders wie sagen wir, ein preußischer. Nicht? Wenn du so einen preußischen Militärmarsch, nicht, was ich da, denkst du, naja gut, er zeigt den Krieg, nicht? Da geht's zu, nicht? Da werden ein paar herbeangelt jetzt, nicht? Da geht was an. Wenn die Österreicher den Krieg ziehen, nicht? Und da denke ich mir, ja, Schleiband, aber gewinnen haben wir nichts. Das ist halt das. Und das ist, ja, aber es klingt Leiband, nicht? Das ist immerhin. Und das Gleiche ist halt mit dem Wiener, der heurigen Marsch, da kannst du wirklich alles noch nicht marschieren. Das geht nicht. Aber das ist auch der Wiener, der bringt es ja mit dem Wiener Walzer. Nicht? Also das Wienerlied, der Dreivierteltakt. Der Wiener Walzer ist die einzige, weltweit, die einzige Institution, die existiert, die aus einem Dreivierteltakt einen vollen Liter macht. Der Wiener Dreiviertel, der Wiener Walzer geschafft ist. Das ist daher. Pink Floyd war mit Mami nicht weit weg mit 7/8-Takt, das war schon fast ein Liter, aber nur fast. Aber der Wiener schafft es einen Dreivierteltakt zu machen und es kommt ein Liter raus. Das ist aber, und er schafft es ihm auch einen Marsch zu spielen, ohne dass einer glaubt, er muss jetzt marschieren. Und das ist, und pass auf, und den, ich stimme geschwind durch. Mach eine Stimmungsmusik, ja. Weil ich bin ein Stimmungsmusiker. Ja, mal gleich hören. Na schau, ist gar nicht so weit weg, nicht? Nur ein Halbton. Ein Viertelton ist viel schlimmer. Ich sage auch immer so, wenn es ich einmal her, dann hätte ich schon längst stimmen sollen. Aber ja. Aber schau, es hätte schlimmer kommen können, ich hätte Hafen spielen können. Das stimmt der Morgen noch. Wir haben es gleich. So, das wird schon. Klingt nicht so schlecht. Ja. Jetzt wird es gleich interessant. Weil viel länger dürfen der Hals von der Gitarre nicht sein. Deshalb klingt das nicht mehr. Das hat jetzt meine Haare, oder? Na, so. Ja, später dann. Ich traue mich nicht, Jawohl. Er ist älter wie, aber ich glaube, er legt mir noch immer noch auf. Ah, das stimmt. Nein. Mit den Du bist schon gar nicht da. Nein, schon draußen. Also, ich bin bereit.
gespielt. Komponist, bitte, der Komponist. Und beim Taschler. Klassisch, wie man es eigentlich so genannt hat, früher diese Lieder, die waren nie sehr intellektuell hochtrabend betitelt, nicht, sondern da ist halt Kassen um das, was geht. Nicht? Das Lied habe ich geschrieben für den Taschler, dass es halt nicht heißt für den Taschler, schreibe ich halt beim Taschler. So wie die Lehnermarsch, ne? Ja. Strohmeiermarsch, Kürmeiermarsch. Am besten sind die Lieder, die einen Titel haben, wie in welcher Tonart das sind, nicht? Die D-Tanz. Da habe ich gesagt, ja, da hat er die Schrammel, nicht? Die waren ja sehr, sehr große Komponisten, aber die waren nicht sehr einfallsreich, was Titel oder Text betrifft. Nicht? Da habe ich einen Tanz geschrieben, das in D, und den nennen wir D-Tanz. Also das muss ich sagen. Und ist der Manfred da? Nein, ist gar keiner da. Der Manfred ist im Köller verschwunden. Selbstbedienung! Gar keiner da, scheiße. Wir haben ich habe dann geschrieben, der Manfred ist ein großer Wienerlied-Fan, eben natürlich, ja, und auch ein Jazz-Fan. Und der hat eine irrsinnig große Sammlung an Schellackplatten daheim, ebenso Jazz und Wienerlied und alles Mögliche. Und da habe ich gesagt, ich schreibe ihm jetzt ein Lied, aber das muss quasi ein Wienerlied sein, aber es muss eigentlich eine Jazznummer sein. Weil es für einen Manfred ist. Und das ist dabei rausgekommen, das spielen wir euch jetzt auch. Das heißt Klein in der Kirche. Also gemeint ist die Kirche da. In Kolbergerdorf. Ich nehme davor einen Schluck, weil ich nicht weiß, wie lange ich spiele. Nein, ist nichts passiert. Besser zu viel, mein Gott, schon davor. Das war was. Klein in der Kirche vom Kolbergerdorf. Mit Vorspiel. Ich bitte Da ist ein Vorspiel. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfel mit kleinen Häuseln darin und gleich bei der Kirche am See. Da liegt die Buschenschank Taschler versteckt. Klein in der Kirche von Teil, da liegt der Heiliger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und nur ehrlich. Und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wienerlieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Für Frohsinn, Hammer und Vögel drin. In der Buschenschank der Schlammrande von Wien. Klein in der Kirche vom Kaltenbergerdorf, da liegt der Heiliger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und auch ehrlich. Und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wienerlieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Ja, es ist auch Gemütlichkeit. Geht's noch,
Bekannten viel tut er, die alten Nächten wären Lieder vom Tod, vom Teil und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit, und ich find dort Gemütlichkeit. Danke vielmals. Dankeschön. Ich hoffe, ich gestehe es mir zu, das habe ich mir einen Schluck verdient. Hast du Moment. Tu nur. Sollen wir dann eine auch machen? Ja, naja, vielleicht spielen wir vorher noch eins. Ja. Was? Ja, nein, da muss ich mit dem Auto fahren. Ich muss mich heimfahren, der Patrick heute. Das ist immer leibend. Weil da ist ja mir zum Beispiel Polizeikontrolle vollkommen wurscht. Das glaube ich nicht. Das ist immer super und da werden immer gekoschert, nicht? Was dann kommen die Kiewer. Die halten uns so an und sagen so, was haben sie denn getrunken? Sag ich, sitzen Wachtmeister, Herr Jägermeister. Ah, ja, was so zum Beispiel, nicht? Herrlich. Das ist der große Hilfe. Ja, oft das ist. Und dann hat der Kiewer gesagt, wenn du zum Herrn steigst, sag ich, ja, aber trinken tue ich nichts mehr. Das ist ja das so, weißt du? Papiere, sag ich, Schere, hab ich jetzt gewonnen? Nein, das ist halt, ja, das geht nicht. Das geht oft nicht so. Jetzt haben wir einen schönen Rausch, sag ich, das gefällt mir, wenn Ihnen gefällt. Er hat gesagt, Sie fahren mit einem 80er durchs Ortsgebiet. Da habe ich gesagt, so Patrick, ich hab gewusst, die Brille macht mir alt. Ja, das sind die Sachen nicht. Aber es ist immer, der Kiewer sagt fast, also eigentlich immer zum Patrick. Der hat nie bloß, wenn er mit mir fahren müssen, also wenn er mitgeführt hat, hat er nie bloß müssen, weil die haben immer dann gesagt, bringen Sie ihn heim. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Sie werden es brauchen. Da hat sich der Kiewer, ich glaube, oft nicht einmal einen Führerschein für ihn angeschaut. Der Patrick hat runtergekommen, grüß Gott, und die haben schon deppert geredet und die haben sich schon gekümmert und haben gesagt, bringen Sie ihn heim. Sie schauen, dass er heimkommt. Und ich gesagt, ja, na schau. Da habe ich gesagt, schauen Sie, das ist wurscht. Das wird nichts. Wir spielen jetzt ein Stück, das in die Pause führt, in die erste Pause. Wir machen eine Rauchpause. Patrick ist ja ein starker Raucher. Ich bin ja ein schwerer Raucher. und da machen wir das und da spielen wir jetzt ein Stück, das haben wir gespielt, weil ja Münchner da sind. Ja. Haben wir gespielt bei den Brettelspitzen, gell? Am Bayerischen Rundfunk. Wir waren ja stark vertreten, also stark, wir zwei halt, als Wiener. Die wichtige Erscheinung. Das war eine mörderische Woche in München, haben wir da gehabt, Anfang dieses Jahres, Anfang März. Haben wir eine Wochenaufnahme gehabt, beim Hofbräuhaus. Und es war wirklich in dieser einen Woche, ich kann das bezeugen, nach wie vor, stimmt das, habe ich so viel Bier getrunken wie die letzten Jahre nicht. Und es war gut gegangen. Also, es war nur so, wirklich scheinbar hat das beeindruckt. Gell? Einige Herrschaften bei der sogenannten Aftershow-Party, da war auch, also die Leute haben, als Kameramann und so weiter, die sagen, komm, ist ja super, das ist eh klar, aber es hat uns einfach am besten Tag, ihr wart wie Uhrwerk. Wir sind gekommen in die Arbeit und ihr seid schon gesessen im Augustinerbräu vis-à-vis und habt schon was getrunken. Und das war einfach für uns so eine Heimat. Und die haben gesagt, das freut mich, wenn wir euch helfen haben können. Das war ja. Und da war bei den Brettelspitzen gespielt und unter anderem ein Lied, auch eine Eigenkomposition, das passt ganz gut in die Rauchpause. Das Lied heißt Ruselung am Pilzzungen. Und ich muss, ja, wurscht schon wieder, gell? Das geht schon. Und ich muss dazu sagen, wir fangen mit einem Hurst an. Das gehört zum Stück. Das ist ein avantgardistisches Stilmittel, was ich da eingebaut habe. Weißt, das ist, wie man da magst du mal was rauslegst, weil sowas wird vielleicht gefördert, ne, schmeckt, nichts ist gefördert worden, also, aber der Wurst ist blind. Aber das gehört jetzt zum Stück und es ist so, es geht nicht um das so seit der Corona-Zeit, das ist gar nicht einmal das Problem. Das Problem war das,
wenn wir das nicht angekündigt haben, dass wir wussten, dann hat es mitunter die Situation gegeben, dass die Leute glaubt haben, wir kollabieren und sind sofort zur Erste-Hilfemaßnahmen auf die no, geht schon. Und sind sofort zu uns her. Und es ist halt so, wenn es beim Heirigen, jetzt haben wir beim Frühschoppen oder wo, wenn du jetzt echt kollabierst, ist ja nicht so, dass man sofort eine charmante junge Dame ausspricht. So, warte mal, ich werde da gleich eine Beatmung übernehmen. Nein, da kommen nichts für unbedingt, eher solche. Weißt du, was ich meine jetzt? Die haben sich schon eine gehauen an Erdäpfel, so eine Gurken, so mit Knochen, nicht erschließen. Da gehst du die Welt Tode auf, verstehst du? Da kommt auf die her. So, da wurde das meistens kommen sie durch, es hämmert schön offen, das Kanal 3 leuchtet hervor. Da habe ich eins, sag gut, lass mich durch, wenn Motorboot scheint, weißt du, ja. Und da bin ich da, und der Ding. Und da waren einmal zwei Damen, ältere Damen, die haben sich das Bachhändler ist da schon in der Alufolie eingepackt. Die haben das Staniolpapier, das haben sie ausgepackt, haben sie es als Rettungsdecken, haben sie das so drüber gehabt. Fettflecken haben wir ausgeschaut. Und seitdem sage ich mir dazu, bitte, das gehört zum Stück. Es geht uns gut. Ja, also das Lied beginnt ja dann Huster und vielleicht, wenn man in 5 Minuten nicht aufgehört hat mit Husten, dann eventuell mal kurz nachfragen. Husten, alles in Ordnung? Aber ansonsten bitte keine Beatmungs- und bitte kein Defibrillator. Das hat so weh aus. Das geht nicht. Also, und mit dem machen wir eine kurze Rauchpause, nicht lange, eine Stunde, 2, nicht extra. Und dann spielen wir wieder weiter. Ist das in deinem Sinne auch? Ich wollte nur fragen, was ich Genehmigt. Sehr schön, du danke. Ich habe jetzt das Gefühl, sie steht wieder mit dem Kandel hinter mir. Aber eh nicht, das sehe ich. Harmlos. Ich bin harmlos, ich ganz harmlos. Ist harmlos. Der Clemens ist eh noch da, ja? Sehr gut, ja, nein, nicht, dass man heimgehst, bevor ich noch was zum Trinken will. Der Clemens, auf den sind wir so stolz, das ist ein braver Schüler. Jetzt bist du schon fertig, einiges? Ich habe 2 von 6 Maturen. Also ein Drittel, glaube ich. Kannst du nicht rechnen? 2 Das wollte ich auch Matura gemacht. Einer macht das falsch. 6 Fächer, Schatz in Fächer. Fächer! Ja, nicht 6 Mal, das ist so. Das hast du gemacht, aber nicht. Schau, du schon das auch, das gefällt mir. Ich meine, offiziell kann er mal nicht aufgeben. Inoffiziell bin ich stolz auf dich. Ja, das ist ein Brav. Also was hast du schon fast... Nein, aber der laut Tanzer, oder? 2 in Mathe. Ich denke bei einem Zweier in Mathe. Bei einem Zweier in Mathe, wenn ich heimgekommen war mit einem Zweier in Mathe, egal was, sagen wir, Vokabeltest. Ein Zweier in Mathe, das ist, da waren meine Brüder enterbt worden. Wenn ich heimgekommen bin mit einem genügend, sind wir essen gegangen. Kaffeezen, alle Achtung, alle Achtung. Das war ich nicht oft. Aber also, der hat lauter Ansel, der ist so brav und tut trotzdem wunderbar ausschenken. Haut mir einen Applaus für unseren Lieder. Ich hätte dem Alter wieder was kagelt, noch einen Ansatz gehabt. Das stimmt. Das ist eine gute Frage. Das besprechen wir in der Ruhe dann mal. Er studiert, ich habe lange studiert, sehr lange, ich war lange inskribiert. Ich war lange inskribiert. Dann ist das gut mit der Studiengebühr, eine Frechheit. Die haben ja wohl so Wochenstunden nicht, für die Familienbeihilfe. Aber da 8 Wochenstunden. Wenn du mich hätte zusammenbringen sollen, da hätte ich studieren müssen. Aber ich war sofort den Dr. Menz, habe ich gleich gekriegt. Dr. Menz kriegst du auf der Mensa nach dem 100. gespritzten. Den Dr. Menz habe ich gehabt, da war das Studienjahr noch nicht einmal angefangen. Das habe ich schon gehabt. Die Einführung war noch nicht einmal bekommen.
Also was der Bürgermeister am Dienstag auf die Nacht schon erledigt hat, hast du ein ganzes Semester da. Man kann so auch sagen, aber das klingt dann nicht, da klingt's nicht so cool. Ich bin schon am Montagsmittag fertig. Ja, nein, ich bin Montagsmittag, mach uns bereit für die Pawlatschn, für den Livestream, Genau. den wir machen. Jetzt spielen wir allerdings die Ruheslungen, also mit Husten. Siehst du, das Taschler haben wir jetzt schon gespielt. War keiner da. Ja, normalerweise kommt das immer noch. Ich weiß eh, aber es wurde gewünscht. Siehst du, er regt sich schon auf. So, der ist normalerweise kommt das aber erst immer noch. Vollkommen richtig. Aber ich konnte den Wunsch der Dame nicht. Ja, Spielplan im Arsch. Entschuldigung. So ist das nächste Rauchpause ist, gell? Ja, komm schon. Woher gibt es noch die Blödszungen? Ja, richtig. Mein Vater hat zu mir immer gesagt, Bruder, darfst du nicht Arschloch sagen, weil sonst bringst du Christkind lauter Scheißdreck. Ein feiner Haushalt. So hat er nie gesagt, der Vater. Kannte ihn gut. Also. Warte, ich muss nix. 4 Viertel und ein Pack Gin. Das ist meine Ration. Du holst der Wodka Gin, krieg ich meine Inspiration. Mir kommt vor nur eine Spur. Wirkt sich das aus auf meine Figur. Von dem Leben hab ich schon genug. Wenn ich aufwach in der Früh. Von dem Leben hab ich schon genug. Wenn ich aufwach in der Früh. Mit einer Ruheslungenpilz, Zungenschädel wieder zu. Und weh und Husten und eine heilige Frisur. Die ist schlecht und die schwitz. Alles war die allererste Hitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlieberwitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlieberwitz. Ein Doppler ist ein Kinderspiel, da denk ich gar nicht nach. Kann ich mal keine Hansen, ist das der ärgste Joch. Ich komm darauf, ihr füllt es auf, behindert an meinem Blutkreisel auf. Und ich spiele mein Lebenslauf, wach in der Früh auf. Und ich spiele mein Lebenslauf, wach in der Früh auf. Mit einer Ruheslungenpilz, Zungenschädel wieder zu. Und weh und Husten und eine heilige Frisur. Die ist schlecht und ich schwitz, alles war die allererste Hitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlieberwitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlieberwitz.